Wann der Reinhold norm rief, kommt der Rappe flöck ran. Ach, wat wo dat Diersche leef, singe prächtige Kumpan. Da, genau in der Mitte. Und das Tier heißt Bayard, ein besonderes Pferd. Köln war bis 787 noch Bischofssitz, also nicht Erzbischof, reiner Bischofssitz. Mit der Einverleibung später in blutigen Kriegen des Sachsenreiches in das Frankenreich Karls des Großen erlangte Köln wegen seiner jetzt zentralen Lage mit seinem neuen Dom, dem Karolingischen Dom, solche Bedeutung, dass es Köln zur Metropole des lateinischen Christentums wurde. Am Bau dieses Karolingischen Doms war später auch Reinhold, der jüngste und stärkste der 4 Haimondskinder aus Montalban, Ostflandern, Dendermonde, heißt das heute, beteiligt. Die Legende erzählt von den 4 Söhnen des Grafen Haimon von Dordogne, der ein wichtiger Mitstreiter Karls des Großen war. Die Brüder aber lagen wegen ihrer Aufsässigkeit immer wieder in Fehde mit Karls dem Großen. Sie befanden sich auch oft auf der Flucht vor ihm und bedienten sich dabei ihres Zauberpferds Bayard, das so stark und groß war, dass es sie alle 4 nicht nur tragen, sondern auch in ungeahntem Tempo in Sicherheit bringen konnte. Wie Reinhold zu diesem Pferd kam, erzählt die folgende Geschichte. Wie der Reinhold, der jüngste und klügste von der Haimondsbrüder, ein neu Pät für sich söke dät, lehte ein ganze Schwittfülle in der Borschaft bringe. Die Dienerschaft, sin Brüder und ein paar Freunde stunden in der Rum und so, wie er dabei war, sich sin schwere Rüstung anzulegen. Was soll das dann? Täte sie sich fragen. Aber bald wussten sie warum. Der Reinhold lädt die Fülle, ein um andere, von sin Knechte empfangen und wann so dir dann führen stund, lädt sich, ob dat Fülle have. Er sah es noch nicht ganz drauf, da täte die bieste Fülle unter ihm zusammenbrechen. Keins war stark genug, der große Mensch in seiner Rüstung zu tragen. Doch dann, ganz am Schluss, komme Fülle eine Rappe. Ziemlich groß für sie Alter. Wieder dät die Knechte der Reinhold anheve und dem Fülle ob der Rüge setze. Dat Fülle dät nicht inknicke. Es blieb nicht nur stehen, sondern dät auch ein bisschen hin und her hüppe. Gerade so, wie wann es Spaß hätt, dat et einer Rigge wollt. Darum dät der Reinhold, dat dir jetzt so ja durch den leichten Druck mit sin Bein opfordere, sich in Bewegung zu setzen. Und wirklich, dat Fülle spazierte durch der Borschaft. Et dät der Kopf hu have und war freundlich am Schnufe. Und sin große Augen täte für Freud Plätze. Dat war sie Neupät. Flöck hätt er für sin Neupät einen Namen gefunden. Der Reinhold tätet Bayard nennen. Und wie das Tier immer größer und stärker geworden war, hat es Kraft wie ein Zauberpät, mit dem der Reinhold und seine Familie fast unschlagbar waren und Menschen sich und Glanz und Gloria erzielen konnte. Man erzählt sich, dass der Bayard schnell wie der Sturmwind und schlau wie ein Mensch war. Schlauer, denn der Reinhold brauchte nur die Hand an das Ohr zu legen und im Leis der Name von dem Ort zu sagen und das adie dir durch über Berg und Tal, über Wasser und Wald, genau dahin, wo er hin wollte. Also, da war damals schon ein Navi, ne? Manchmal auch mitten unter seinen Feinde, die ja nicht wussten, was ihnen passieren wird. Und dann konnte der Reinhold sich schwer sausen lassen und von Bove wie eine Wirbelsturm unter seinen Feinde fegen.
Der Bayard war so groß und stark, dass er bequem die 4 Heimannsbrüder zusammen auf seinem Rücken tragen konnte. Und so sind sie auch oft in den Schlag getroffen, zuletzt gegen Kaiser Karl selber. Doch dem sind Übermacht, die war zu groß. Es wurde ihnen fast alles genommen und vor allem auch das Zauberpad Bayard, das auf Befehl vom Karl umgebracht wurde ist. Ja, und zu dem Pferdchen habe ich natürlich ein Liedchen geschrieben. La, 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 la. Wann der Reinhold noch im Reh, kommt der Rappe flöck ran. Ach, wat war dat diersche Lied, singe prächtige Kumpan. Der Reinhold brut nur jetzt sagen, en sie Uhr und dat ganz zart durch de Höll täten Drare, singe prächtige Bayard, singe prächtige Bayard. Bayard, ach wat für Wunder, von nem Pet riesig groß, dat war wir noch niemals runter, et droche Pammann der Koloss. 4 Heimannsbrüder, die Soße, ein Strupp in voller Montur, sie konnte sich oppen verlassen, so glücklich war die Kreatur. Wann der Reinhold noch im Rief, kommt der Rappe flöck ran. Ach, wat war dat diersche Lied, singe prächtige Kumpan. Der Reinhold brut nur jetzt sagen, en sie Uhr und dat ganz zart durch de Höll täten Drare, singe prächtige Kumpan, singe prächtige Bayard. Bayard, dat war eine Rappe, von all der Bäder et Best. Der Reinhold tätet sich schnappe, dat Pät war ein Delikatess. Wie der Sturmwind tätet flehe, über Berg und über Dal. Sing Feinde konnte deswegen, auch für mich Sinn an der Zahl. Wann der Reinhold noch im Reh, kommt der Rappe flöck ran. Och, wat war dat diersche Lied, singe prächtige Kumpan. Der Reinhold brut nur jetzt sagen, en sie Uhr und dat ganz zart durch de Höll täten Drare, singe prächtige Kumpan, singe prächtige, singe prächtige. Dankeschön. Singe prächtige Bayard, singe prächtige Bayard, singe prächtige Bayard.